Buch unterwegs ja zusammen. Wir gehen ja jeden Tag ein Kapitel in dem Sinne durch, chronologisch und aus dem Grunde, damit wir einfach verschiedene Themen auch betonen, weil das Leben hat ja nicht nur eine Sache, sondern hat ganz verschiedene Bereiche. Und heute geht es um das Thema Sei ein Segen. Sei ein Segen, und ich habe dieses Bild ausgesucht dafür. Du kannst es wie jeden Tag downloaden mit dem Link, den du unten siehst. Und dieses Bild zeigt für mich, sei ein Segen, weil es ist so bunt, es ist so voll, es hat diesen Kringel, der aus dem Glas hinausläuft, weil Jesus Christus hat gesagt, respektive im Psalm 23 hat David gesagt, was Jesus macht mit unserem Herzen, mein Becher fließt über. Und dieses Bild spricht davon, und dieses Bild zeigt das in meinen Augen, dass ich ein Segen sein kann. Und es erinnert mich auch an diese Bibelstelle aus Apostelgeschichte 20, Vers 35, wo Paulus Jesus zitiert, der gesagt hat, geben macht dich glücklicher als nehmen. Aber wie wir genau darauf hinkommen, das wollen wir jetzt miteinander mit der Geschichte von Josef anschauen. Genau, ein bisschen ein Einstieg, ein bisschen mit verschiedenen Persönlichkeiten aus der Bibel. Das ist auch immer wichtig. Es ist ja nicht nur eine Geschichte, sondern wir sind eigentlich in der Geschichte von Josef seit gefühlt 2 Wochen. Das ist eigentlich schon so. Und Josef hat so viele Aspekte. Und bevor wir das Abendmahl zusammen einnehmen, sei ein Segen, ist das Erste, was uns klar sein muss. Josef hatte einen Traum, dass sich die Brüder vor ihm niederwerfen werden. Und dieser Traum war nicht seine Bestimmung. Und erst Jahre später, als dann eine Hungersnot kam und dann die Brüder zu ihm kamen und vor ihm sich niederwarf, hat er gemerkt, meine Aufgabe ist, das Volk Gottes, das eigentlich sonst verhungern würde, eine Zukunft zu geben. Und man sieht, die Hand Gottes ist noch krass im Spiel. Dass Gott überlässt nicht einfach unser Leben total alle Bereiche. Am Ende vom Tag, die großen Fäden hält Gott schon noch in den Händen. Und da hat Josef gemerkt, das ist seine Bestimmung, in dem Sinne, dem Volk Gottes zu dienen. Und dann ist interessant, dass dann sie sich ja da niedergesiedelt haben, weil der Pharao hat ihnen eigentlich die Gunst gegeben und sie wurden zu einem großen Volk. Und dann sagte Josef, ich merke, ich werde bald sterben, ich möchte, dass ihr meine Knochen im Land begrabt, von Abraham, von Isaac, von Jakob, von dem Gott, der mir eine Verheißung gegeben hat. Also man kann auch sagen, Josef hat eine Legacy, ein Erbe hinterlassen von, was möchte ich oder werde ich hinterlassen. Sei ein Segen hat mit dem zu tun. Josef hatte einige Stationen gehabt, das war nicht sein Traum, das war nicht seine Leidenschaft, die Umstände waren alles andere als rosig. Man sagt 13 Jahre unschuldig im Gefängnis und dennoch und trotzdem waren nicht die Umstände im Match entscheidend, dass Josef hätte sagen können, ich werfe das Handtuch, ich werde mich eingliedern, ich werde meinen Traum, meine Begabung, alles werde ich niederlegen. Das war nicht das Thema, sondern Josef hat gesagt, wo auch immer Gott mich hingestellt hat, auch wenn die Situation mir nicht passt. Und jetzt denke mal ganz kurz darüber nach, in was für einer Situation bist du drin, wo du vielleicht betest, Gott befreie mich, erlöse mich, mach diesem Drama ein Ende, und seit längerer Zeit scheinst du da mittendrin zu sein. Und Josef hat seine Einstellung geändert, gesagt, okay, ich kann den Umstand nicht ändern, aber wie ich darauf reagiere, mit den Fähigkeiten, die mir Gott anvertraut hat, werde ich ihnen dienen. Ja, und das Spannende ist, Josef war ein Sklave, aber er hat sich nicht verhalten wie ein Sklave beim Potiphar. Josef war ein Gefangener, aber er hat sich nicht verhalten wie ein Gefangener. Und diese Tatsache finde ich so inspirierend, und das wollen wir heute einfach abdrehen. Vielleicht fühlst du dich irgendwo gefangen. Ich habe da noch ein weiteres Bild mitgebracht. Das da ist gefangen und das da ist frei. Und das können wir heute am Kreuz austauschen, unsere Haltung, oder auch da, wo wir uns gefangen fühlen oder gefangen sind, können wir abgeben. Das Rote symbolisiert das Blut von Jesus Christus, das er am Kreuz vergossen hat. Wir werden es umdrehen und die Freiheit empfangen. Und das andere ist, er war ein Sklave. Oder man kann auch sagen, für mich symbolisiert das Bettlerdenken oder das Opferdenken, die Opferhaltung, wo wir drin sind. Und auch das können wir heute abgeben, weil Jesus mit seinem Blut bezahlt hat. Und wir können die Sohnschaft von Jesus Christus oder von unserem Gott im Himmel bekommen. Und das wird unsere innere Haltung verändern. Genauso wie offensichtlich das bei Josef war, weil er war
nicht ein Gefangener im Gefängnis in seinen Gedanken und in seinen Möglichkeiten, weil er hatte plötzlich die Leitung im Gefängnis, hatte Verantwortung und er hat seinen Mitgefangenen gedient, er hat sie getröstet, er hatte bemerkt, dass sie traurig waren, diese beiden, der Mundschenk und Bäcker. der Bäcker, der Mundschenk und der Bäcker, er hatte gemerkt, dass sie traurig waren und das kann man nur, wenn man nicht mit sich selber zu beschäftigt ist. Und er hat sie getröstet und er hat ihnen geholfen, er war ihnen in dem Sinne auch ein Freund. Genau, und also in diesem Setting mal zu sein, eben die Umstände waren, ich sage jetzt einmal bildlich besprochen, nicht optimal, eine Katastrophe, vielleicht auch selber verschuldet, wie auch immer das ist. Und Gott ist sehr logisch, bevor Gott etwas durch uns macht, macht er etwas in uns. Und nichtsdestotrotz hat Josef nicht den Kopf hängen lassen. Und ich möchte dir heute zurufen, bitte lass den Kopf nicht hängen, auch wenn die Situation alles andere als optimal ist. Es mag dich zermürben, es mag dich an den Anschlag bringen, es mag sogar deine Energie, deine Power, deine Leidenschaft, alles von dir rauben, dass du sagst, nein, Gott hat versprochen, dass da, wo ich schwach bin, wird er mich stark machen. Gott hat versprochen, da, wo ich an meine Grenzen komme, da öffnet Gott erst einmal seine Optionen. Da beginnt Gott überhaupt einmal erst einmal, ich sage jetzt mal, warm zu werden oder mal, man sagt mal, überhaupt mal zu fahren. Und nimm jetzt deine Situation, wo du drin bist, das kann in deiner Familie, in deiner Firma, in deiner Church, in deinem Glaubensleben sein, wo du das Gefühl hast, ich bin ein Opfer. Die Umstände bin ich nicht selber verschuldet und ich komme da nicht raus. In dem Sinne, mit diesem Bild wollen wir jetzt zusammen das Abendmahl einnehmen. Nimm ein Stück Brot, Susanne auch. Ich möchte noch was kurz vor einschieben, bevor wir dann einfach in diesen Tausch reingehen. Ich finde es sehr spannend, dass ausgerechnet heute sozusagen an unserem letzten Abendmahl Morgengebet das Thema ist, sei ein Segen, weil wir haben das jetzt 7-mal gemacht und 7-mal hast du mitbekommen, wie es ist, wenn du vor Jesus gehst, wenn du Dinge austauschst, die du nicht okay findest, die dich belasten, die dich auch einschränken. 7-mal hast du erlebt, wie es ist, wenn du vielleicht bevor du aus dem Haus gehst, Jesus begegnest und gefüllt wirst von ihm. Und das ist eine Lebenshaltung, die wir jeden Tag leben können, weil dann können wir ein Segen sein. Wir können nur ein Segen sein, wenn wir vorher gefüllt worden sind mit Jesus. Wir müssen es nicht aus uns heraus probieren und das ist das, was mich motiviert, was ich auch so beeindruckend finde, dass ausgerechnet heute steht, sei ein Segen, weil genau so machen wir es. Auftanken bei Jesus, abgeben, was uns belastet, uns neu füllen lassen, damit wir ein Segen sein können. Genau. Also nehmen wir das Element, das Brot, genau, und auch den Wein, was auch jetzt du auch immer hast. Und jetzt denke darüber nach, und das musst du, glaube ich, nicht machen, groß, in was für einer Situation du bist. Es gibt viele Bereiche, da bist du mega happy, da gehst du durch die Decke, da lebst du in deinem Sweet Spot. Also wenn ich jetzt mein Leben anschaue, gibt es viele Bereiche, ich lebe im Sweet Spot, ich kann sagen, wow, die Gunst Gottes und die Güte Gottes und die Treue Gottes und die Gnade Gottes sehe ich total. Und da gibt es doch Bereiche, wo ich das Gefühl habe, nicht nur das Gefühl, sondern es ist eine Tatsache, ich bin eigentlich in einem Umstand drin, das ist alles andere, als was ich mir gewünscht habe. Und Jesus nahm das Brot und es war immer ein Essen mit Menschen, die auch gläubig sind, Menschen, die diesen Gott in der Mitte haben. Man kann das auch alleine einnehmen, das ist nicht ein Thema, aber eigentlich ist immer, man hat zusammen gegessen und man hat ausgetauscht. Erzähl mir doch bitte, für was bist du dankbar? Weil die Bibel, man sagt von Danken schützt vor Wanken, Loben sieht nach oben. Und dann hat Jesus das Brot genommen, er dankte Gott, er brach es in 2 Stücke und das bedeutet, was auch immer zerbrochen ist, was auch immer wir durchlaufen, wo wir sagen, das ist nicht optimal, das ist nicht fair, das ist nicht okay, wir nehmen jetzt diese Bereiche und bevor wir das Zerbrochene, diese Umstände, die nicht perfekt sind, wo wir in einem Gefängnis sind wie Josef, bevor wir diese Themen Gott hinhalten und er ein Verwandlungswunder bewirken wird, bevor wir das tun, sagen wir ihm Danke. Danke, dass es dich gibt, danke, dass du ein Gedanke Gottes bist, danke, dass die Hand Gottes dich geformt hat im Leibe deiner Mutter, du bist ausgestattet worden mit einem DNA, mit Gaben, mit Talenten, mit Fähigkeiten, mit Ideen, mit Möglichkeiten und auch da, wenn du das Gefühl hast, alles ist gegen mich,
Nichtsdestotrotz hat Gott versprochen, Psalm 23, ich werde bleiben im Hause des Herrn für immer. Also nicht nur eine Weile, sondern für immer. Und ich danke ihm in der Position, wo ich bin. Ich danke ihm für das, was er mir anvertraut hat. Ich danke ihm für die Privilegien, die ich habe. Ich danke ihm, dass ich einfach eine Zukunft habe, die ist größer als meine Vergangenheit. Ich danke ihm, dass da, wo ich schwach bin, ist er stark in mir. Ich danke dir, dass du mir nie mehr auferlädst, als ich tragen kann. Das möchte ich dir zurufen. Es gibt Leute, die gehen durch ganz krasse Storys hindurch und ich sage immer wieder, wow, Gott traut dir mega viel zu und Gott kennt das Maß, das wir tragen können. Und manchmal nehmen wir das Kreuz auf uns. Also nicht nur manchmal, sondern immer. Aber manchmal fühlt sich das Kreuz nicht schwer an. Aber manchmal haben wir das Gefühl, der Glaube, wo ich hinstehen muss und sollte, das erdrückt mich. Und jetzt nehmen wir einfach diesen Moment, wo wir drin sind, wo wir in dieser Gefängnissituation sind und wir wissen, dass du starbst am Kreuz, Jesus, damit ich diese Dinge nicht in meiner Seele niederlassen muss, dass ich das nicht in meiner Seele eingraviere und auch kultiviere, sondern ich esse dieses Brot der Versöhnung, der Vergebung, der Erlösung. Und ich danke dir dennoch und trotzdem, dass ich ein Licht bin in der Welt, ich bin ein Salz in dieser Welt, ich werde diese Atmosphäre verändern, auch dann, wenn ich das nicht spüre, nicht sehe, nicht fühle, auch die Resultate jetzt vielleicht nicht sofort sehe. So nimm jetzt dieses Stück Brot und kau es, iss es, also iss das, wollte ich jetzt sagen, nicht küsse, sondern iss dieses Brot als ein Zeichen, der auferstandene Jesus erlebt und der auferstandene Jesus Christus hat sein Leben gegeben, damit ich nicht mehr in dieser Opfer- und Sklavenmentalität leben muss. Ich bin kein Opfer und ich bin kein Sklave. Logisch hat es Momente gegeben, das ist absolute Katastrophe, ein absolutes No-Go, was mit mir passiert ist. Und das sind auch Verletzungen, das sind auch Schmerzen, aber ich lasse es nicht mehr in meiner Seele niedersinken und ich lasse es auch nicht mehr in meiner Seele platziert bleiben. Und jetzt ist dieses Brot als ein Heilungselement. Ja, und während du es kaust, dann kannst du dir vorstellen, wo du dich gefangen fühlst. Und während du es kaust, dann weißt du, dass dieser Leib von Jesus Christus hingegeben ist für dich und die Haltung, die du in dir spürst, die dich gefangen hält, die löst sich. Die löst sich jetzt raus und du bist fähig, sie ans Kreuz zu bringen. Yes. Was gefangen ist, wird frei. Du kannst es drehen, dass die Freiheit auf deiner Seite steht. Come on. Du hast das Gefangene bei dir und du gibst es ab ans Kreuz und du gibst nicht nur etwas ab, sondern du empfangst die Freiheit. Das ist das eine. Und das andere ist, während du kaust, spürst du vielleicht, ich drehe es zu mir, spürst du vielleicht, dass du ein Armutsdenken hast, ein Sklavendenken. Und es löst sich jetzt heraus, weil Jesus seinen Leib gegeben hat, löst es sich heraus und du bist fähig, dieses Denken, diese Haltung Yes. oder auch ganz konkret Dinge ans Kreuz zu bringen. Ja. Dann kau das mit diesem Gedanken und dann kannst du auch, wenn du schon so weit bist, je nachdem, den Wein nehmen, das ist das Blut von Jesus. Er starb an meiner Stelle und alles, was mir sagt, ich bin ein Opfer, alles, was mir sagt, ich komme zu kurz, es ist nicht fair, es ist nicht gerecht, alle diese Themen kannst du zerreißen und jetzt trinkt das Blut in Erinnerung an Jesus. Es ist ein neuer Bund in meinem Blut und ein neuer Bund bedeutet, wenn du die Bünde Gottes verstehst im Alten Testament, es gab ja verschiedene Bünde, mit anderen Worten, es gab verschiedene Nuancen, verschiedene Punkte, wo Gott den Finger drauf gelegt hatte, der Gott vom Gesetz und der Gott von ich werde nie mehr die Erde mit dem Regenbogen zerstören, der Gott von einer Freundschaft, der gesagt hat, wenn ich einmal Ja zu euch sage, dann wird es immer so bleiben. Und ein Bund bedeutet, eine Sache ist, was mir gehört, gehört ab nun an dir und was dir gehört, gehört ab nun an auch mir. Und ich nehme diesen Bund, diese Zusagen
von dir in Anspruch. Ich bin lebe nicht mehr in dieser Armut und Armut hat nichts zu tun mit den Finanzen oder mit den Möglichkeiten, wo wir drin sind, sondern Armut ist wie eine Haltung. Und diese Haltung können wir Christen nicht mehr haben, weil der Geist Gottes wohnt in uns und wir sind Söhne und Töchter Gottes. Das bedeutet, wir haben einen Vater. Und der Vater, der ist reich. Der Vater, unser Job ist, Sohn zu sein, Tochter zu sein. That's it. Wir können es gar nicht verdienen, weil er hat ja schon alles. Und diese Position nehmen wir jetzt zusammen ein. Es ist dann bewusst, merkst du, das Abendmahl ist ein Monolog und dann wird es auch zu einem Dialog. Man beginnt mit den Themen, die man hat und plötzlich beginnt auch Gott zu sprechen und es wird zu einem Dialog, wo du auch gewisse Dinge von Gott wahrnimmst. Es kann eine Stimme sein, es kann ein Gedanke sein, es kann ein Gefühl sein. Es kann etwas sein, was dir wieder in Erinnerung kommt. Es kann ein Friede sein, es kann sein, du hast warm plötzlich in deinem Kopf, in deinen Händen, deinen Füßen, dein Herz beginnt zu schlagen. Gott hat so viele Möglichkeiten, jetzt dir zu begegnen. Wir haben einen lebendigen, einen aktiven Gott, der nicht tot ist. Er ist lebendig, er ist erlebbar, er ist spürbar. Das soll jetzt gerade durch dich im Namen von Jesus Christus durchfließen. Ja, und ich bete auch für dich und ich segne dich. Mach die zwei nochmal zusammen mit diesem Bild. Ich segne dich, dass du befähigt bist, Verantwortung zu übernehmen in deiner Familie, in deinem Leben, vielleicht auch am Arbeitsplatz, dass du genauso wie Josef wahrnimmst, wo jemand traurig ist. Vielleicht kommt das Verhalten vom Gegenüber sehr abstoßend rüber, aber vielleicht steckt dahinter, dass er Trost braucht, dass er Annahme braucht. Und ich segne dich mit dieser göttlichen Fähigkeit, dass du ein Segen sein kannst in deiner Familie, in deinem eigenen Leben, an deinem Arbeitsplatz. Ich segne dich, dass du ein Segen sein kannst für die Leute, denen du begegnest, weil du selber gesegnet wurdest. Ich segne dich, dass du emotionale Unterstützung geben kannst. Ich segne dich, dass du praktische Hilfe geben kannst, dass du deine Ressourcen siehst und siehst, wo jemand genau diese Ressourcen, die du zur Verfügung hast, auch brauchen kann. Und ich segne dich, dass du Freundschaft anbieten kannst, dass du Hand bieten kannst, dass diese Haltung vom Josef auch deine Haltung wird, weil du bist frei. Jesus hat dich frei gemacht und weil du bist ein Königskind. Amen. Also immer die Situation, wo du drin bist, jetzt haben wir das Abendmahl eingenommen, wir haben es proklamiert, wir haben unsere Gesinnung fokussiert. Und es kann sein, dass im Verlauf von einem Tag, von einer Woche, von einem Monat diese Themen immer wieder hochkommen. Und dann ist es mega cool, dass du einfach das speicherst, dieses Gebet, weil das ist da der Vorteil, man kann das speichern und sagen, wenn du wieder drin bist, dann hört man das wieder, man betet das wieder so lange, bis man merkt, dass der Geist und mit dem Geist Gottes sich verbindet und es ist kein Thema mehr wird. Also ich wünsche euch einen gesegneten Tag. Man sieht uns entweder in der Celebration oder am Hour of Prayer oder nächste Woche Revival Nights. Also danke fürs Dabeisein, danke, dass es dich gibt und danke, dass Gott noch immer seinen Segen über dir ausgegossen hat. Amen. Amen. God bless you. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.